Ja, grüß euch benannt und einen Sackisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leid. Zurzeit geht's wieder los. Ja? Kam wieder lange kein Content, es kommt wieder viel Content. Unzuverlässig, wie ich ihn nun mal bin, aber ich habe mir vorhin hier von der Märkischen Heide so ein bisschen den Anfang angeschaut und angehört, was es sagt, worum es so geht, und dachte mal, das schauen wir uns doch mal miteinander an. Wie einige von euch vielleicht wissen, ich bin in sehr, sehr wenig Social Media unterwegs. Wirklich sehr wenig. Und auch nicht auf Telegram oder sonst irgendwas. Ich krieg sowas dann immer erst dann über solche Kanäle mit. Und ich finde es lustig, finde es interessant. Schauen wir mal, was jetzt Phase ist. Reiniges, geschieden, utopisches Storytime mit Rayman. Also ich habe wohl zwischen mitgekriegt, Rayman war wohl sein Synonym bei diesem Forum, bei dem er sich jetzt da angemeldet gehabt hat, was wohl Klonter gefunden hat. Ich habe dieses Video gesehen von Klonter. Das heißt, er ist definitiv nicht auf komischen Foren unterwegs. Und ist ja offensichtlich, dass das Reini ist. Und das hören wir uns jetzt mal ein bisschen an und dann schauen wir mal, was es für neue Erkenntnisse gibt. Es ist ja wirklich lange her, dass es wirklich News gegeben hat im Game. Dementsprechend hockt euch hier, sagen wir mehrere. Reißt euch halbe auf. Mir ging ja einer in Bums. Ihr wisst Bescheid. Ui, das ist laut. Tachchen und Medi, Leute. Als allererstes, ich entschuldige mich gleich ein bisschen für die Stimme. Es war ein wildes Wochenende. Aber solange die durchhält, halten wir hier auch das Video durch. Gönn dir, Kollege, gönn dir. So, das Video nämlich ist längst überfällig. Denn kaum ist das letzte Video draußen gewesen, kommt der Medienprofi unter dem Pseudonym Rayman um die Ecke und es tut sich ein Rabbit Hole auf, bei welchem ich im Nachhinein wirklich Ein Rabbit Hole? zufriedener gewesen wäre, wenn ich da keinen Blick reingeworfen hätte. Aber ganz in Ruhe der Reihe. Übrigens, ich habe wohl gehört, er hätte da auf dieser Plattform, Forum, ich weiß es nicht, auch Fancy-Bilder hochgeladen, und kurz nachdem er das erste Mal angesprochen wurde, ob er Reini ist, und er behauptet hat, ich bin nicht der Drache, verdammte Axt, und das sind diese Bilder verschwunden. Ne? Das ist natürlich, da wir ja genügend confirmed Reini Fancy-Bilder haben, wäre das natürlich mit der einfachen Gegenüberstellung geregelt gewesen. Keine Ahnung, vielleicht hätte man bei Natic angerufen und gesagt, ist er das? Und die hat gesagt, ja, das ist er schon. Ich habe das Video noch. Aber ja, ne, freilich ist es. Also ich habe jetzt viele Details irgendwie von seinem Profil da gehört, und es ist schon einfach mehr als offensichtlich. Nach. Am Freitag ist ja bekannt geworden, dass Reini bereits seit fast einem Jahr auf einem österreichischen Schmuddelportal aktiv war. Seit einem Jahr. Und was hat er jetzt gemeint? In Österreich findet man mich nicht im Internet, oder wie? Aber hey, dass es ein Jahr gegangen ist, ohne dass das irgendjemand gefunden hat. Ja. War. Das Ganze erinnerte so ein bisschen an seinen P-Blog und war voll mit Beiträgen, in denen man das Drachensprech schon direkt rauslesen konnte. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Da waren wohl sehr, sehr viele Geschichten, die er da wieder veröffentlicht hat. Ja? Wie damals zu Prima Noctis Zeiten. Ich weiß nicht, wer sich von euch da noch daran erinnert. Ich glaube 2022 war das. Ne? Wo er das rausgemeldet hat. Wir gucken uns gleich im Einzelnen auch ein paar Beiträge ein bisschen genauer an. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass das absolut utopisch wird. Da freue ich mich drauf. Wirklich da, richtig schönes, frisches Met, da freue ich mich drauf. Unter anderem schreibt er da was von einer Scheidung, natürlich von Mobbing und von ganz vielen anderen Schweinereien. Rainer hat sich aber da nicht, wir werden es hören, ne? Wenn ich Scheidung höre, weiß nicht, vielleicht hat er es mit Wurstfach verwechselt oder so, keine Ahnung. Um jetzt aber in der Reihenfolge zu bleiben, geht es erstmal um den DickDoc-Account. Da war jetzt
Vielleicht muss man ihm das erklären, dass Scheidung nichts mehr mit Scheide zu tun hat. Also im Gegenteil. Nach der Scheidung kein Wurstfach mehr. Der letzte Stand, dass der gelöscht werden sollte. Soweit so gut. Über die Story-Funktion gab es in den letzten Tagen immer mal wieder kleine Nachrichten. Unter anderem: Er wird diesen Tiki-Toki-Kanal nicht löschen, nicht um viel Geld. Er wird ihn nicht löschen. Und ich sage euch auch warum, weil Reini braucht da diesen scheiß Internet-Fame, wie das Wasser die Nahrung zu wachsen braucht. Er braucht das. Und wenn er dann mal ganz kurz wieder irgendwie einen klaren Moment hat, in dem ihm kommt, Scheiße, ich bin die kaputteste Existenz im deutschen Internet, dann schaut er auf sein Diggity-Doggity-Profil und sieht diese Zahl 300, was weiß ich, 1000 und sagt, na, ich bin's doch. Ich hab's geschafft. Na, zumindest war ich mal jemand. Irgend sowas. Einfach nur, um diese Stimme im eigenen Kopf zu überbrüllen, die ihm versucht zu sagen, Reini, du hast alles verloren und bist selber dran schuld. Die hier. Und da wird es jetzt besonders absurd, denn anstelle, dass er den Account schlicht und ergreifend löscht, hat er am Freitag damit angefangen, Leuten zu entfolgen. Da das aber harte Arbeit ist, wurde das Projekt nach kurzer Zeit dann wieder eingestellt und es änderte sich erstmal. Er ist also Brunstep, da hat er anscheinend angefangen, wirklich, da hast du im Minutentakt schauen können, wie er da den Leuten entfolgt ist. Nein, du kannst innerhalb von 3 Sekunden allen Leuten gleichzeitig entfolgen. Lösch den scheiß TikTok-Kanal. Solange der TikTok-Kanal nicht wirklich unwiderruflich gelöscht wird. Also, danach können wir eh noch drüber reden, aber ohne das ist die Diskussion vollkommen hinfällig, ob er tatsächlich kein Comeback plant, so wie er das ja behauptet. Wie es viele andere Leute auch glauben oder nicht. Weil solange der Account noch existiert mit seinen 370.000 Follower, haben wir gelacht, glaube ich dem kein Wort. Da braucht man da die Diskussion gar nicht aufmachen. Nichts. Auch am Samstag war der Kanal dann immer noch da und es folgten 2 neue Stories mit dem Inhalt: Ich komme nicht zurück. Entfolgt mir bitte, damit es jeder sieht, dass ich es ernst meine. Jetzt ist natürlich das Problem, dass 340.000 Bots sich nicht so einfach entfernen lassen und wir konnten innerhalb kurzer Zeit dann sogar die 3. Story bestaunen. Bitte entfolgt mir. Ich komme nicht zurück. Will ein Zeichen setzen, dass ich es ernst meine. Lösche den Ack bei unter 339.000. Ich bin nicht auf Digidi-Doggidi. Achso, ja, der ist jetzt wahrscheinlich wieder nimmer öffentlich einsehbar. Es gibt auch sicher irgendwelche Leute, die kurz bevor der den Account jetzt da irgendwie wieder auf Ding gestellt hat, der auf privat gestellt hat, die dann da Buch geführt haben, wie viel es denn waren. Ja? War es unter 339, das ist also eine wilde Zahl, komplett aus dem Arsch gezogen. War es da drunter oder nicht? Oder ist es in die Richtung gegangen? War die Tendenz stark sinkend? Weil ich kann es mir wirklich vorstellen, dass dann viele Leute gesagt haben, entfolgen wir ihm mal, schauen, was passiert. Und dann hat er die Zahlen runter droppen sehen und dann hat er ganz schnell auf privat gestellt, seinen Account, damit er sagen kann, ja, ich habe gesagt bei so und so viel, aber das hat es nicht erreicht. Ne? Und so wie es auch schon bei diesen Sinnlos-Stories davor war, es ist natürlich nichts passiert. Also wurde schnell noch Story Nummer 4 hinterhergeschoben mit dem Inhalt: Lösch alle folgenden, nutzt nix zu liken, ich komme nicht zurück. Keine Ahnung, was diese ganzen Aktionen bringen sollten. Das hat er doch nicht nüchtern geschrieben, oder? Das kann auch keiner verzeihen. Dass er das irgendwie... Ja gut, Vollbesitz seiner geistigen Kräfte, ja, ihr versteht's mich, oder? Sieht es jedenfalls, dass der Account gestern Abend gegen 20 Uhr wieder deaktiviert wurde. Hier muss man nochmal in aller Deutlichkeit betonen, dass eine Deaktivierung nichts mit einer Löschung zu tun hat. Also am Ende... Das habe ich wohl mitgekriegt, dass er das gestern wieder deaktiviert hat. Das habe ich mitgekriegt. Sind wir genauso schlau wie vorher und so schnell er mit dieser Aktivierung des Accounts kam, so schnell wurde er auch wieder deaktiviert.
Ob man dieses Schauspiel jetzt alle paar Monate beobachten kann, das wäre wirklich mal eine gute Frage. Also wenn ich Geld draufsetzen müsste, würde ich das mit Ja beantworten. Auf jeden Fall. Genauso wie es auch eine gute Frage ist, was das jetzt alles gebracht hat. Das Ja, Reini musste einfach wiederkommen, um uns zu sagen, dass er nicht wiederkommt. weiß sicherlich nur die 3 Millionen Marke, denn was weiß ich schon von Medien. Das Gute ist aber, dass das Video an der Stelle nicht enden muss, denn wir haben ja noch genug Kram aus diesem Forum. Hier zum Beispiel hat Reini mal in die Runde gefragt, ob es denn nicht ein, Zitat, Online-Multispiel gäbe, in dem man nackt herumlaufen könne. Und die Antworten sprechen. Warte mal, lesen wir mal durch. Gibt es irgendein anderes, im besten Fall Online-Multispiel, in dem man nackt sein kann und Sex haben, aber nicht den Hauptfokus darauf hat, sondern das mehr als Zusatz gesehen wird? Das ist halt wirklich weird einfach. Das ist so die endgültige Flucht aus der Realität. So, da baut er sich dann so ein Avatar, der dann ausschaut, wie er gerne ausschauen würde. Und lebt dann nur noch dieses Leben. Ne? Dann gibt es das echte Leben, gibt es dann gar nicht mehr. Da wird nur noch dann in dieser Welt. Ist das jetzt ein Substitut für seine komische Kommune? Oder wo er gespannt hatte, das mit der Kommune, das wäre nix. Aber vielleicht gibt es ja so ein Spiel. Vielleicht will er jetzt mit KI selber so ein Spiel machen und dann wird er Millionär. Vielleicht ist der nächste Plan. Fragen über Fragen. wirklich Bände. Eine Userin schrieb nämlich darunter, wenn du mal 18 bist, versuch's doch mal in einem Swingerclub. Ich find das fun. Es ist halt offensichtlich, was ist das? 20. registriert am 20.06.2018, die alle. Er hat sich registriert am 15.06.24. Wann ist das geschrieben worden? Am 1.01.25. Am 1.01. hat er das geschrieben. Da fängt es ja schon mal gut an. Ja, 1.01.25, das ist 1,5 Monate her. Da haben wir definitiv noch nichts davon gewusst, dass er auf diesem Forum unterwegs ist. Sprich, wer auch immer das geschrieben hat, ist ja auch ein Power-Mitglied und registriert schon seit 2018. Na, also die scheint ja auf dieser Plattform tatsächlich schon langjährig unterwegs zu sein, die gute Dame. Das ist halt der eindeutige Beweis, dass es kein Hater ist. Das ist kein Hater, der ihm hier. Aber das ist. Reini hat immer behauptet, ja, er ist ganz normal und nur weil die Hater, die sind alle irgendwie entweder verklemmt oder blöd oder ich weiß auch nicht was, ja. Und diesen ganzen Gegenwind, den er immer gekriegt hat, das hat er immer auf die Hater geschoben. Und jetzt ist er hier in einem vollkommen haterfreien Raum, knödelt da seinen geistigen Dünnschiss ins Internet, so wie immer. Und die ersten Leute, die da unterwegs sind, fahren ihm gleich einmal übers Maul. Und zwar zu Recht mit, wenn du erst mal 18 bist, versuch's mal im Swingerclub. Reinis Antwort seht ihr dann da drunter. Ich bin weit über 30, aber gut verarschen kann ich mir alleine. Ja, offensichtlich nicht, Rainer. Du hast von 2012 bis 2024 hast du immer noch uns dafür gebraucht, dich zu verarschen, weil du absolut überhaupt keinerlei Fähigkeit besessen hast, über dich selber zu lachen, nicht irgendwie mal zu sagen, haha, ich bin schon ein Depp, ne? Und ich finde dieses Beispiel wirklich exemplarisch dafür, dass es überhaupt keine Rolle spielt. Das ist geil, wie sie drauf antwortet. Ich weiß nicht, ob er das jetzt so vorliest, aber war eigentlich Verarsche. Meine Kinder waren mit 15, 16 auch so drauf. Mit weit über 30 findet das eher bedauernswert. Kann man dir helfen? Warte mal, scheinbar nicht. Darum bettelst du ja förmlich um Hilfe. Ob er jetzt gerade einen Livestream mit, keine Ahnung, Birella macht oder er aber eben anonym in einem Forum unterwegs ist. Überall eckt er mit seinen merkwürdigen Fantasien an und zieht den Unmut der Leute auf sich.
Jetzt ist er aber nicht in seinem Discord, in dem er die User nach Belieben wegbannhammern kann, sondern er muss die Antworten auch hinnehmen. Und wir sehen ja am Datum, dass das Ganze hier von Anfang diesen Jahres stammt, das heißt, bevor die Hater den Blog entdeckt haben, also sind das ganz normale User und keine Hater, mit denen er sich da unterhält. Weiter geht's dann mit einem Beitrag vom 27. November letzten Jahres. Da scheint es auch irgendeine Diskussion gegeben zu haben, bei der der Medienprofi es nicht hinnehmen kann, dass man das. Okay, ich lese das jetzt nochmal durch, weiß nicht, was da dann. Also irgendjemand hat auf irgendwas was Reini geschrieben, Rayman. Rayman. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Manche nennen mich Ray, manche nennen mich Mann. Meine Freunde nennen mich Rayman. Aber keinesfalls, was du auch tust, nenn mich Drachenlord, weil das nicht auf Fakten fußt. Fakt ist, freilich ist es Rainer. Aber was hat denn der eine User ihm da geschrieben? Vielleicht solltest du dich einfach präziser ausdrücken, aber egal, belüg dich einfach selbst weiter. Auch die haben es schnell gecheckt, was mit ihm los ist. Ha? Das war am 27.11., das war sogar letztes Jahr. Darin unterscheidest du dich wenig von all den anderen Adipösen. Da geht es offensichtlich ums Gewicht. Ne? Da wird er irgendeine Story verzeiht haben, hier von wegen, dass der Arzt wiedergekommen ist oder so ein Krampf. Ne? Ich habe in meiner Schulzeit 110 Kilo gewogen, bin über 190 Körpergröße. Ist gelogen, Rainer. Also die 110 Kilo in deiner Schulzeit, war sie, wahrscheinlich ist es richtig irgendwo in der Grundschule. Ich weiß vermutlich besser, wovon ich rede, als du. Im Übrigen, keine Ahnung, 110 Kilo bei 1,90 Körpergröße, das habe ich Anfang letzten Jahres auch gehabt. Also, ich habe nicht ausgeschaut wie Rainer. Es war zu viel, aber ich habe nicht ausgeschaut wie Rainer. Ich weiß besser, wovon ich rede, als du. Hab Turniere, Veranstaltungen gewonnen und vieles mehr. Oh, ist der Kampfsportlord? Ist das der Kampf... erzähl er da einen? Aber klar, ich belüge mich selbst. Kannst ja auch mitreden, oder? Hab viel in meinem Leben gemacht, aber es läuft manchmal nicht, wie man es will. Aber es zeigt, wie du bist. Oder was für ein Kram. Dann kam wahrscheinlich die Antwort von dem, nein, definitiv nicht. Also zumindest für mich kann das definitiv sagen, ich suche nicht mein Profil, wenn ich es nicht gelöscht habe, aber es spielt das da sieht zumindest eine Frau auf dem Bild, die ganz offensichtlich keine Kontakte sucht. Ich vermute nicht magersüchtig, oder wenn sie das ist, check ich das. Thema einfach beendet, sondern es dann folgendermaßen weitergeht. Zitat: Ich habe in meiner Schulzeit 110 Kilo gewogen. Ich rede als du, hab Turniere und mich selbst. Läuft manchmal nicht, wie man es will. Ja, Boah, Leute, lest halt richtig. Du alleine bist also die Mehrheit. Boah, Leute, lest halt richtig. Okay, habt gewonnen und ich meinen Frieden. Wen ihr die Realität nicht sehen wollt, da steht ganz klar die Mehrheit. Du bist eine Person von wer weiß wie vielen hier im Forum, also bist du die Minder, nicht die Mehrheit, was nicht auf dich zutrifft. Trifft aber ja vielleicht auf 10 andere zu, damit ist das die Mehrheit. An der Stelle klinke ich mich aus. ich auch. Habt ihr das jetzt verstanden, was er da geschrieben hat? Ich klinge mich komplett aus. Hier zeigt sich wie überall im Netz, jeder liest, was er will und fühlt sich angesprochen, obwohl einzelne Personen gar nicht angesprochen wurden, sondern mehrere und keine Individuen, aber jeder fühlt sich gleich angegriffen, Alter. Und darunter gab es dann auch noch die Leute, die sich immer schnell angegriffen fühlen, da kenne ich nur Ohren. Ha? Der hat lang irgendwie auf YouTube irgendwie Bullshit ins Internet gepimmelt. Antwort. Kommt jetzt noch irgendwas Substanzielles zum Thema oder beschränkst du dich jetzt auf vermeintliche Autoritätsargumente? Ey Jungs, das ist es. Ne? Das ist es. Auf vermeintliche Autoritätsargumente. Das ist. Ich übersetze es mal in Drachen-Game-Sprache. Die vermeintlichen Autoritätsargumente sind die Gumpel aus Denken.
Oder halt diese Nummer, also dass er dann halt immer erzählt, ich habe gemacht, ich bin der Große, ich kenne mich aus. Wir kennen es alle, also Kampfsport, Messer werfen und so weiter und so, was er nicht alles gemacht hat in seinem Leben, wo er sich nicht alles super auskennt. Da ist er immer die Autorität. Wahnsinn, wirklich. Der Medienprofi hat ja dieses unfassbare Talent, immer so lautmalerisch, wie es nur geht, zu schreiben. Auf gar keinen Fall haben die anderen recht, und wenn er das so sieht, dann wird eben noch eine Lülülü-Story verfasst und sich alles so hingebogen, wie es nur geht. Und am Ende kommt dann eben sowas dabei rum. Die einen streiten sich hin und wieder mit ihrem Partner oder ihren Freunden, und Reini streitet sich eben anonym auf einer österreichischen Schmuddelplattform. Da hat sich nichts geändert. Also dieses Gespräch hätte auch genauso gut in einem Stream auf TikTok stattfinden können. Ja, und das ist doch jetzt auch wieder ein deutlicher Beweis dafür, Rainer hat sich nicht gelöscht. Er hat einfach die Plattform gewechselt und es niemandem gesagt. Aber er pimmelt immer noch seine krude Scheiße ins Netz. Ich habe mitgekriegt, dass er da ganz viele Storys geschrieben hat, die stellenweise auch vollkommen Hanebüchen gewesen sein müssen. Also wirklich sogar für seine Verhältnisse. Wirklich auf dem Prima Noctis Niveau und in der Richtung. Und dann ist es doch de facto so, dass er uns Kelsey Priest angelogen hat, als er gesagt hat, ich ziehe mich komplett aus dem Internet zurück. Rainer verfasst immer noch in Anführungsstrichen Content im Internet. Ja, das Einzige, was er sich gedacht hat, ist, okay, ja, keine Ahnung, hier diese Streaming-Plattform, Tickety Tockety und sowas, das ist jetzt vielleicht nicht das Richtige für mich, weil es harte Arbeit und da kriege ich nicht genug dafür. YouTube als einfache barrende Quelle ist weggefallen und macht das halt so. Und wir haben uns ja jetzt immer, das letzte Jahr hinweg, habe ich mich ganz oft mit Leuten unterhalten und auch Videos gehört, wo sich andere Leute drüber unterhalten haben, etc. Wo es dann geheißen hat, ja, was ist jetzt los? Ja, was passiert jetzt, wo man spekuliert hat, was passiert im Hintergrund, was macht er? Weil keiner davon ausgegangen ist, dass Reini sich tatsächlich aus dem Internet löscht. Weil, wie gesagt, er braucht diese Aufmerksamkeit und wenn sie noch so negativ ist, er braucht sie und er muss irgendwie seine kruden Gedankendünnschiss, den muss er irgendwie ins Internet bringen. Irgendwie muss der an den Mann gebracht werden. Und wenn es über Dicky Dockety nicht geht, dann geht es halt über so ein Forum. Und der wird niemals aufhören mit der Scheiße. Der hält jeden Gedanken, der sich in seinem großen Ogerstübchen da oben aus Mist und Gülle zusammenformt, hält er für pures Gold und das muss sofort mit der kompletten Welt geteilt werden. Und deswegen wird er sich niemals aus dem Internet löschen. Und deswegen hat er sich auch nicht aus dem Internet gelöscht. Die sogenannte Drachenlord-Abstinenz ist ja offensichtlich damit widerlegt. An alle Leute, die immer sagen, ja, jetzt lass mal gut sein, der ist seit einem Jahr, macht der nichts mehr. Bruder, seit einem Jahr. Bitte sehr. Kommt on top auf diesen komischen Block Anno mit oben drauf, den er da letztes Jahr nochmal aufgesetzt hat. Und der wird auch, den hätten sie auch einknasten können. Hätten sie auch einknasten können, hätte er da weitergemacht. Da hätte er dann irgendwie halt in seiner Kindergartenschrift auf irgendeinen College-Blog irgendwas geschrieben. Der hätte sich ein Notizbuch gekauft oder so. Dann hätte er da, keine Ahnung, ne? Wie ein gewisser Österreicher im bayerischen Knast, da hätte er dann auch sein Manifest verfasst. Ja? Mein Mampf. Der Weg zu 300 Kilo. Ja? Warum der Arzt nochmal zurückgekommen ist, um mir zu sagen, dass das überhaupt kein Problem nicht ist. Mit den 300 Kilo. Dass ich pumperl gesund bin. Gut, jetzt ging es aber in diesem Forum nicht nur um Streit, sondern Reini hat auch mal wieder mächtig seine Fantasie spielen lassen.
Wie wir da oben sehen, hat irgendein User eingeworfen, dass man mit 180 Kilo, also keine Ahnung, woher diese Zahl kommt, wir wissen ja, dass das nicht stimmt. Ja, die gebe ich ihm auch nicht. Also es sei denn, es ist wirklich so, dass die Arne, die sie zusätzlich vom Amt ergaunern, dadurch, dass sie die Miete hochgesetzt haben für sein Monteurszimmer. Ich glaube nicht, dass die reicht, um Reini seinen dementsprechenden Kalorien-Intake zu geben, um zuzunehmen. Aber ich glaube, viel abgenommen wird er nicht haben. Ne? Der schiebt sie halt jetzt ich weiß nicht, was die kosten inzwischen, die ganz günstigen Dosen Ravioli halt vom Netto oder vom wo auch immer der nächste Supermarkt, was das auch immer ist, den billigsten Scheiß und das in rauen Mengen. Ja, schiebt er sich halt jetzt ins Gesicht. Und der wird da nichts anderes zum Tor haben, außer im Internet in diesen komischen Plattformen irgendeinen hanebüchenen Bullshit zu schreiben und sich von Uwe mit Billigfraß aus dem Discounter so weit zu versorgen zu lassen, dass er nicht dann doch in irgendwie in absehbarer Zeit einmal wieder wie ein normaler Mensch ausschaut. Aber die 180 gebe ich ihm nicht, weil ich weiß, dass er weit über 200 Kilo gewogen hat, als wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Und in einem Jahr 40 Kilo abzunehmen, weiß ich nicht. Das traue ich vielen Leuten zu, aber er nicht. Aber wirklich nicht. Auf jeden Fall nicht mehr normalgewichtig ist. Rainer antwortete dann darauf, brauchst dich nicht entschuldigen, bin selbst schuld. Hab über die Jahre im Beruf wenig Bewegung gehabt. Und dann noch die Scheidung. Also wirklich, Leute. Ich kann das alles nicht mehr. Ich gehe dann Kakapa an und schäme mich nicht. Muss ja gar nicht. An die Scheidung. Ich habe einen Beruf. Nicht Bewegung. Der Hautschalter raus. Weil er einen Beruf wenig Bewegung gehabt hat. Deswegen ist er so dick geworden. Ne? Wir wissen ja alle, bevor der Reini angefangen hat mit YouTube, da war er praktisch schon knapp am Unterernährt sein. Er hat praktisch ausgeschaut wie so Laufstegmodel. Ja? Bloß Hautausschlag und Borna raus. Weg wieder am Arsch. Die Scheidung. Verkauft er das jetzt so, dass die Trennung von Moner ist die Scheidung gewesen? Oder von wem hat er sich sonst scheiden lassen? Ein Schmankerl habe ich denn noch. Und da Ich bin gespannt, hau raus. geht es dann auch um ein Thema, das Reini ja auch schon des Öfteren in seinen Streams angesprochen hat. Denn hier in diesem Forum hat jemand gefragt, wie man denn reagieren würde, wenn jemand nackt die Arbeit macht. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Entlassen. Also, wenn ich jemanden anstelle für eine gewisse Arbeit und der schlägt da nackt auf, keine Ahnung. Ich möchte mal eine neue Heizung einbauen lassen. Und die geht zum Gaswasser Scheiße meines Vertrauens und sagt dem, hey du, wie schaut's aus? Ich bin's, der Kasper, ich brauche eine neue Heizung. Kannst du mir die bitte einbauen? Ja, freilich können wir machen. Dann machen wir da einen Kostenvoranschlag, ich gebe den Auftrag, setze mal Servus drunter, wir machen einen Termin aus und der kommt dann dem Tag, schlagt auf im Adams-Kostüm. Dann wäre erst einmal lachen und dann sage ich, schleich dich, ich hole mir jemand anders. So einfach. Und da kam dann diese Antwort hier. Hallo zusammen. Also erstmal würde ich verdutzt gucken. Es kommt natürlich auch immer drauf an, was man macht. Ich sitze viel am Rechner im Büro und in den letzten Wir kennen alle dieses ominöse Büro. Das ist das Büro, das seit über einem Jahr umgebaut wird, das man nicht sich anschauen darf, ne? Wenn man da dort ist. Das ist das Büro. letzten 2 Jahren auch oft zu Hause. Bin voll Oft. Der versteckt sich. Seit einem Jahr straight versteckt er sie. In diesem Loch. also auch oft nackt, wie gerade beispielsweise.
Aber mal im Ernst, Kleidung ist nervig oder kann nervig sein. Ich trage schon seit Jahren so wenig Kleidung wie möglich, laufe fast nur barfuß, wenn möglich, und trage nie Unterwäsche. Ja, Reini, das aber bei dir nicht, weil Kleidung nervig ist oder sonst irgendwas, ähm, sondern einfach, weil es einfach für Menschen in seiner Ausmaße wenig Kleidung gibt und die dann natürlich niemals maßgeschneidert ist. Ne? Äh, du musst halt dann immer Abstriche machen. Ne? Und wenn du halt, sagen wir mal, eine normalere Körperform hast, dann findest du auch Hosen, die bequemer sind, zumindest deutlich einfacher. Aber da kann sich ja wie was bei Homer Simpson, wo der sich so festgefressen hat, dass er als behindert gilt und von daheim arbeiten kann, da hat er sich doch irgendwie so ein Blumenponcho da drüber geschmissen. Keine Ahnung, wie das Ding geheißen hat. Soll er sich doch sowas holen. Aber wen ich im Büro Besuch bekomme von Investoren oder anderen, und da ich viel mit ausländischen Investoren zu tun habe, muss ich einfach entsprechend gekleidet sein. Warte. Ausländische Investoren. Ist das jetzt Karl Dall, oder? Warte. Karl Dall ist jetzt umschrieben mit ausländischen Investoren. Aber der kommt jetzt erstmal nimmer, der ist doch noch im Knast, oder? Warte, haben sie den nicht eingeknastelt? Weil wenn ich investiert, das ist besser so, wenn du Besuch von Investoren bekommst, obwohl ich weiß nicht, ob die nicht schon, wenn sie das Haus sehen, zu dem sie kommen sollen, in dem du da wohnst, sich denken, na, ich glaube, da machen wir besser keine Geschäfte. Da kommt nichts Gutes dabei rum. Ausländische Investoren, ich krieg ihn aber. Nervt mich auch. aber, aber was will man machen? Manchmal ist Kleidung halt auch als Schutz gedacht, damit man mich nicht verletzt. Ganz ehrlich, wie denn das? Anstatt eine 7XL-Plastehose, hilft dir irgendwas, wenn dir jemand was tun will? Oder ist das jetzt eine emotionale Verletzung? Es kommt also ganz auf den Job an. Aber ich hätte kein Problem damit, nackt arbeiten zu gehen. Ja, du nicht, das glaube ich schon. Alle anderen haben damit aber ein Problem. Sogar immer gedacht, wen ich irgendwann im Lotto gewinne, gehe ich nackt arbeiten, nur um das Gesicht meines Chefs zu sehen und meiner Kollegen. Weil jetzt hat er sich eine Arbeitsstelle ausgedacht. Arbeitsstelle ausdenken mal wieder. Nur um sich dann vorzustellen, wie das wäre, zu dieser Arbeit hinzugehen, um nackt zu sein, um den Leuten auf den Sack zu gehen. Das ist jetzt bezeichnend, diese Arbeitsstelle, die er sich ausgedacht hat, ist ja mehr oder weniger wie dieses ominöse angebliche Treffen mit Unge damals auf Madeira, ne? Wo der gesagt hat, er hätte sich auch ein angenehmes Treffen ausdenken können. Das ist dann, wenn Rainer denkt sich eine Arbeitsstelle aus und sogar die ist scheiße, weißt du? Also nicht einmal in seiner Fantasie arbeitet er an einem Platz, wo die Leute mögen. Wen ich dann rausfliege, bin ich finanziell wenigstens abgesichert. Reini, du wirst finanziell niemals abgesichert sein. Du wirst tatsächlich zu den wenigen Menschen auf der Welt, denen ich das nicht zutraue, mit einem Lottogewinn, ne? Nehmen wir es mal, großen Lottogewinn, so wirtschaften zu können, dass du tatsächlich bis ans Ende deines Lebens klarkommst und das schon mit eingerechnet, dass du höchstwahrscheinlich eine deutlich kürzere Lebenserwartung hast, wie der nicht 220, 230 Kilo Mensch. Ne? Ich glaube, wenn man dir heute 2 Millionen in die Hand drückt, stehst du in einem Jahr wieder da mit dem roten Schwanz in der Hand und weißt nicht, wie das hat passieren können. Und schuld werden am Schluss, das würde ich auch prophezeien, wieder die Hater sein. Gruß Rayman. Es ist wirklich absolut absurd, was alles in diesem Forum geschrieben wurde. Was jetzt die märkische Hater jetzt noch dazu sagt, das könnt ihr euch dann anhören bei ihm auf dem Kanal. Ich verlinke euch den Bums natürlich hier mit unten drunter. Es ist Hanebüchen. Es ist vollkommen Hanebüchen. Und ich glaube, dass diese Geschichten aktuell der Auftakt sind für ein großes Comeback. Ich glaube, dass man ihm jetzt diesen
diesen komischen Blog kaputt gemacht hat, da man ihn ja da entdeckt hat. Ich weiß nicht, ob der Account auf dem Blog von ihm jetzt da immer noch existiert oder ob er sich dann da auch wieder geschlichen hat. Weil das war ja zum Beispiel bei dem Blog, den er letztes Jahr da verfasst hat, so in dem Moment, in dem der gefunden wurde, Opi-Video war raus, Viertelstunde später war der Blog gelöscht. Ich weiß nicht, ob er den Account jetzt da noch hat oder nicht, aber das wird ihn sauer machen. Das wird ihn sauer machen. Da hat er jetzt ein Jahr lang hat er da hingearbeitet und da seine Storys drauf geschrieben und sich da praktisch verwirklicht. Es ist harte Arbeit. Und das ist jetzt passé, ne? Weil wir jetzt davon wissen. Und es kann gut sein, dass der Narziss-Oger jetzt dermaßen ins Brüllheulende verfällt, dass er vor lauter Trotz wieder ins Internet kommt und sagt, ihr lasst mich ja nicht in Ruhe, dann kann er ja genauso gut weitermachen. Und dann geht der ganze Bums wieder von vorne los. Und dann ist wieder dippen, 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 liken, la 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 la. In diesem Sinne, Leute. Ausländische Investoren, naja. Der tut nicht, was Rainer tut. Medal of.